Jo Freunde, willkommen zurück zur zweiten Folge von Rebirth bei Region of Memories und mal gucken, was jetzt abgeht, wa? Also Reifung des Siegers, okay, ja, wir kommen natürlich raus, ist klar. Wir sind als Drachen, schon wieder als Drache besiegt. Ging aber relativ schnell, zum Glück. Jetzt ist die Frage, wie geht's weiter? So, ich hoffe, dass hier von den Sound-Einstellungen ein bisschen besser ist als letzte Folge. Wie schon mal erwähnt, ich bin noch ein bisschen rumexperimentieren, aber jetzt dürfte es, glaube ich, ziemlich noch passen. Sogar so passt es, dass ich nicht groß irgendwie noch nachrennen muss. Vor allem wichtig für künftige Let's Plays und parallel halt auch Live-Let's Plays und Streams und so, dass ich alles mit möglichst dem gleichen Setting aufnehmen kann. Das wäre eigentlich immer. Why do you shun the darkness? Come on, I know you heard me. Every word I said to Maleficent. Darkness is your weapon. It is time you learned you must accept it. What do you mean? Stop resisting. Accept the darkness. You have no choice. If you are to serve me again. I thought it was you, Ansem. Oh, you don't seem surprised. All you have been talking about is the darkness. I can only assume you want to pull me back in, so you can play Puppet Master. Clever boy. I knew you'd be the one to most appropriately serve me. And now, surrender to me again. You're crazy! Not a chance! Did you really think you could do me harm? A weakling like you couldn't even defeat Sora, and you had darkness on your side. Oh, excuse me for being weak. You are weak. You need darkness. Surrender. Bow to darkness. Bow to me. That's not gonna happen! Only the darkness can offer to you all of the strength that you will need. You're wrong. That voice. Your Majesty? That's right. Remember, Riku, you're not alone. Listen close. The light'll never give up on you. You'll always find it, even in the deepest darkness. I got it. I won't lose to darkness. Not today. You think that feeble little light can save you? From the darkness that I command? Okay, Ansem lebt doch und irgendwie ist, könnte ich Mickey auch noch am Leben, was ich ja ganz geil finde. Das soll die Dunkelheit überall spüren. Will er uns verführen oder was? Gib alles, was du hast. Du kriegst es umgehend zurück. Zeig's ihm, Riku, ich bin auf deiner Seite. Ausnahmsweise. Stich schnell auf eine Karte für einen stärkeren Angriff. Okay, wie mache ich das? Ich meine, ja, hier ist einfach sofort stechen, aber wie viel du einstecken kannst, wa? Ich spiele so lange mit, bis du aufgibst. Das kann dauern. Was ist denn das für ein seltsames System? Was? Och nö. Ja, die Karten sind doch nicht sortiert, Mann. Ich denke mir, ich mach's anders. Ich mach's auf meine Art und Weise. Ah, toller kriegt gar keinen Schaden. Okay.
Duellsystem. Ziehe eine Karte mit dem gleichen Wert wie des Gegners drücken, um zu beginnen. Stich alle Feinde noch eine Karte, um ein Spezialmanöver auszuführen. Du brauchst allerdings mehr als 8 Karten. Ja, danke schön. Schon mal daran gedacht, dass er gar nicht will. What? That all you got? It seems to me that you are intent on resisting the darkness. All right, then see it for yourself. This is a card crafted from your memory. Advance through the world it creates, and soon you will understand. Chasing after light is not the way. It will not give you distance from the darkness. There is no running from the darkness. Don't worry, I'm not running. Give it. I'll enter the world, and in the end, if I haven't given in to the darkness, then I win. I have one more gift for you. What'd you do? I simply tempered the darkness that yet remains in your heart. You still think that I'd rely on darkness? To use it or not is your choice. I'll be waiting, Riku, for you to sense it and yield to the darkness in your heart. Riku lernt den S-Modus, was? Oh nee, der wieder, Riku-Ansem. Sinistra-Modus aktivieren. Der Sinistra-Modus kann aktiviert werden, wenn du die maximalen Sinistra-Punkte durch gestochene Karten gesammelt hast. Im Sinistra-Modus sind deine Fähigkeiten verstärkt und du hast mehr Kombinationen zur Auswahl. SP gehen verloren, wenn eine Karte gestochen wird und du Schaden nimmst. Riku kann im Normalzustand zurück, wenn die SP auf 0 sinken. Will ich eigentlich nicht, da ich mich ja aufs Licht verlassen möchte. Vor allem natürlich auf die Stimme von Mickey. Yeah, König Mickey ist da. Und irgendwie auch nicht eine scheiß Lichtkugel geschickt. Ich meine, nichts gegen das Licht und so, gar kein Thema, aber was bringt die uns? Habe ich auch einen Lichtmodus? Och nö, ich fange langsam an die Welten zu hassen. Hey, kann man sich hier nicht irgendwie was Neues ausdenken bei Riku? Ganz ehrlich, in die gleichen Welt wie bei Sora. Don't I even warrant a hello, Lexius? What is going on here, Zexion? I want an explanation. Nice to see you too, Vexen. It's such a shame. The organization used to be the rope that bound us together. You're only number 6. How dare you? Let it go, Vexen. Zexion, tell us. What did you detect? Visitors. I picked up 2 scents in the castle's lowest basement. One of them was Maleficent. Don't be absurd. The witch is gone. She cannot return from the realm of darkness of her own volition. If you would let me finish. The scent belonged not to the real Maleficent, but to a very convincing double. But I truly cannot say much beyond that, since the double is no more. Our other visitor saw to that. And who is it? I do not know for sure, but the scent was very similar to that of the Superior. And yet, not exactly the same, was it? This truly piques my curiosity. Now, what to do? We wait. See what develops. Something smells funny. What's that scent? It's so familiar.
Darkness. It's the smell of darkness. Huh. I can't believe this is happening. The darkness even seeped into my skin. Don't worry, Riku. Your Majesty! Oh, what happened? I can see right through you. Funny, huh? I can only send a bit of my power to this place. That's why I've got a request for you. Request? Listen, Riku. Just because darkness holds you, don't let go of who you are. You've got to fight the darkness inside you. It won't be easy to do, I know. But please don't forget, even in the darkest darkness, there's always a little bit of light. Light within darkness. You and I have seen it. The far welcoming light inside the door to darkness. The light of Kingdom Hearts. It will show you the way. Please don't give up. Believe in the light. That's a request from my heart. Okay. I'll do my best. Trust me, I'll try to find a way to reach you. I'll get there. I promise. Oh. You're an illusion. Don't worry. We shook hands in our hearts, remember? We're connected, you and me. Guess we are. Ich weiß auch nicht warum, aber es war schon früher so. Immer wenn ich irgendwie Mickey sehe oder höre, muss ich immer lächeln. Das ist einfach irgendwie ansteckend. So, was wir fragen, hey Freunde, Mickey ist da, Jäger in einsetzen, theoretisch. Mal ganz ehrlich, Freunde, wie viele von diesen verdammten Mitgliedern dieser Scheißorganisation gibt es noch in dem Schloss? Ist ja ein bisschen übertrieben, oder? So, mal sehen, ganz kurz, also wieder ein bisschen einstimmen. Jetzt ist plötzlich meine Stimme zu laut. Ja, kein Plan, also sind glaube ich ein paar viele. Ein paar sehr viele, hätte man gesagt. So, ja, Vexen ist interessiert in Riku, okay, so entsteht dann also Fake Riku, alles klar. Gibt soweit durchaus Sinn, würde ich mal behaupten. Sind wir auch schon bereits bei 13 Minuten wieder in dieser Folge. Bin ich mal gespannt, was sonst so passieren wird. Es sind 12 Welten bei Riku. Ja, leg mich doch am Arsch. Nein. KG 12, KG 11 und so. Okay, okay. So eine KG. Weltenturm, wir suchen Welten zurück. Bastion, aktuell bei KG 11. KG und K. Das K für Karten, ja, und dann G? Wieso G? Hä? Keine Ahnung. Machen wir einfach weiter, Freunde. Diesen Riku-Modus oder diesen Mistra-Modus werde ich natürlich versuchen zu vermeiden. Erstmal finde ich das mit dem Stechen noch ein bisschen seltsam, da ich ja sowieso mein Deck nicht wählen kann. Ich kann die Karten nicht austauschen, so geht ja nicht. Auch die Reihenfolge nicht. Deswegen da ihm zu sagen, hey, ich hätte gern da die Karten mit dem höchsten Wert zuerst und so, das ist ein bisschen schwierig. Gehen wir jetzt eigentlich vor. Warte mal, Neverland? War Riku jemals Neverland? ETF. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass Riku heute mal ein paar Mitglieder zu besiegen hat, der Organisation. Sie hatte so auch wieder wie so, also 3 Stück, wa? Nee. Oh, wieder kommt bald mal König Mickey. Das ist mein Highlight in diesem Rebirth. Mickey. Schlüssel des Anfangs, der kam schnell. Neverland! Und immer noch das scheiß Schiff von Captain Hook. Bei Neverland besteht aus dem Schiff. Schön. Macht Spaß. So, er muss sowieso ein bisschen fighten wegen den Karten und so. Ich würde sagen, Freunde, mal gucken, was wir hier auf dem Schiff so finden.
Ernsthaft gegen Hook jetzt? Warum das? Ich meine, seit wann erinnert sich so an ihn? So, Freunde, legen wir los, wa? Ja, damit jetzt nächster Punkt, den ich gerade offscreen festgestellt habe, können wir sowieso vergessen, dass ich da irgendwie sage, hey, ich habe keinen Bock auf die. Kann ich keine groß beeinflussen. Sobald ich halt steche, steche ich. Darf ganz schnell sein. König Mickey, hilfst du mir mal bei Gelegenheit? So, bin ich auch schon drin. Geht leider relativ schnell. Wird irgendwo Mickys Karte gesehen? Der König Mickey ist nämlich doch ab und zu noch ganz interessant. So. Ich mach so einfach ganz schnell durch, weil irgendwie bringt das am ehesten was. Also man kommt so noch am ehesten zu seinen Karten. Bin dann Level Up und jetzt bin ich Level 11. Man stelle sich vor. Ja, halt offscreen, weil, ja, muss man natürlich bestimmte Karten haben und so, und, muss man kämpfen. So, machen wir noch ein bisschen die AP. Die Angriffspunkte. So, S für Sinistra-Punkte, alles klar. Der wird jetzt mal durch, wa? War also nur ein Raum. Gut, gibt Sinn, weil, wie gesagt, was hat, was hat der Spacko hier mit Rico groß zu schaffen, ne? Der Spacko namens Captain Hook. Vor allem hat gar nichts gesagt, ja, aber null. So, da war ich auch schon überall, ja, muss halt eben neue Orte finden für neue Gegner und so. Und jetzt ist hier wohl die Welt wieder vorbei. Jo, Refugium der Sieger. Ja gut, wenn wir so alle Welten schnell durchkriegen, vor allem diejenigen, wo Rico, wie wir wissen eigentlich, oder wie wir zumindest aus Kingdom Hearts Final Mix wissen, eigentlich nie war und auch nichts mit Sora zu tun hatten, so, dann geht's ja eigentlich relativ gut, wa? Holobastion, dann machen wir den hier, damit wir zumindest die Welt einmal so haben, nicht wahr? Jo, Stufe 11, also mit Riku geht's voran. Jetzt bin ich mal gespannt. I have identified the scent. It is Riku. Riku, you say? Has he emerged from the realm of darkness? His existence, it was once doubled in the darkness. Fascinating. That's why you mistook him for the Superior. The dark power given to Riku facilitated his escape from its realm. What I want to know is why he appeared here in Castle Oblivion. That's really quite simple. His existence resonates with that of another hero. Sora is in the castle? He arrived earlier. Marluxia is already using Naminé's unique powers to meddle with Sora's heart. Without even bothering to consult us. It seems he desperately wants the Keyblade Master for himself. What a foolish plan indeed. Sora's is not such an interesting existence. The entity that holds true value is Riku, the hero of darkness. Hero of Darkness? Ernsthaft jetzt? Okay. So, was also auch ein Schloss. Interessant. Wie groß ist das scheiß Schloss eigentlich? Jetzt mal ganz im Ernst. Ich meine, wir können hier rumlatschen, Krach machen, ohne dass uns jemand bemerkt. Sora genauso. Wir bemerken ihn nicht, er uns nicht.
die ganze Organisation ist offenbar hier, also wirklich alle da sind, kein Plan, aber sehr viele offenbar hier, die voneinander unabhängig irgendwie agieren können. Also ist mehr als creepy, Freunde, mehr als creepy. So, machen wir weiter mit der nächsten Welt. Wenn es so schön weitergeht, dann sind wir hoffentlich bald durch, wa? Agrabah, Monster war er, wissen wir, Travers auch, Agrabah. War Rico jemals in Agrabah? Falls ja, wüsste ich nicht, was er da getrieben hat. Wir gucken mal, wa? Vermutlich wieder für die nächste Folge könnte das was werden, aber eben erstmal gucken, plus des Anfangs. Agrabah. Wie viele Welten gibt es hier oder besondere Räume? Es gibt nur einen einzigen da drüben, das heißt, vermutlich wieder ein Bosskampf und fertig ist das Ganze. Vermutlich wieder Jafar, die Wunderschlampe. Erstmal gucken, kommen wir überhaupt problemlos durch oder habe ich schon ein Problem? Ich mag den hier kommen. Weil ist klar, wenn wir direkt durchkommen, machen wir das noch in der, beziehungsweise natürlich auch schon in der übernächsten Folge. Nächste Folge. Ansonsten muss man halt bis zur nächsten Folge noch ein bisschen trainieren, wa? Wir kennen das Ganze leiden ja leider. Oder trainieren, in Anführungszeichen. Wir haben 1, 3, relativ viele Karten mittlerweile, was mir sehr gefällt. Eine Verschnaufpause wäre gar nicht mal so schlecht. Ah, scheiße, die Nullwellen so, wir haben die ja zweimal. So. Mickey ist ganz geil als Karte, kann ich zugeben. Da man so mit Mickey angreifen kann, als auch... Ja. Mit Mickey angreifen kann, aber... Also hat eigentlich die gleiche Funktion wie Donald und Goofy. So wie Donald kann einen heilen, dann kann aber auch wie mit Goofy eine Combo zum Angriff machen. Das ist eigentlich ganz nice. Was ist die scheiß Tür da? 1 oder mehr. Ja, dann machen wir hier die 1. 1, 2, 3. Letzte Chance. Vorbei. Und wenn ihr richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Oh. Fetti Buletti ist auch da. Sind doch aggressiv, Fetti Buletti. Ich hab keinen Bock auf euch. Verpisst euch. Weil direkt zum Bosskampf. Ja, da haben wir Jafar und da ist die Wunderschlampe. Okay, Freunde, ich würde sagen, das machen wir, wie gesagt, in der Nähe. Wir haben ein paar Bosskarten, krass. In der nächsten Folge. Bis dahin, bye bye.